Abend, ihr Lever. Ich wollte uns so fangen mit einem kleinen Mantra, das uns sich umbuchbu was war. Ich hoffe, es gefällt dir und da ging wir nur einfach die Yoga-Session aufhängen. Ja. Könnt ihr euch einfach schön komfortabel sitzen. Voilà, wir atmen tief an, tief aus. Voilà, holen einfach just den Atem vor. Man kann einfach Vibrationen sacken lassen. Ich gehe nur einfach eine Trommelmeditation machen.
schon natürlich gefallen. Ging mir einfach mal so eine große Aufhängen, also wir hängen hier rund Teppich, schön mit der Face und Boden, schön glatt. Voilà, schön durch. Müssen einfach den Oberkörper hochgleiten. Atmen tief an. Neue Sonne. Ausgeatmet, neuen Erd. Fuß und Armen, Knien und Boden, Cobra, neuen Erd. Komm noch ab, atmen tief an. Strecken uns noch an. Downward Dog. Strecken uns jetzt wieder ab, schön und klut. Und darüber auf die Längshaft. Strecken die Knie zwischen den Händen. Zähle bis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Noch hangen. Placeren noch 4. Dann ist der Fuß 45 Grad. Schön aligniert, Hüfte schön auf 4. Atmen tief an. Ausatmen schön ab. Ausgeatmet große Krieger. Machen noch Flicken. Atmen aus, riechen auf 4. Holen mit dem höchsten Fuß nächst noch an. Jetzt noch an, gehen an die Knie. Strecken als Bein schön durch. Atmen an, strecken als Linksbein an Blut. Und dann gehen wir einfach auf die rechte Seite. Gucken wir den Fuß schön noch. Neue. Nächst 5 Zählen zwischen den Haaren. Rutsche schön durch noch an. Linke Fuß noch 4. Rechte Fuß 45 Grad. Appui geholt auf den Face. Tief abgeatmet, ernst, schön ab. Jetzt Flicken, schön strecken. Ausatmen auf 4. Voilà, bei den nächsten Knie und Knie. Geh schön los rauf. Noch haben wir mit der Hüfte. Cobra, die Beine schön, so wie wir schon den Oberkörper losen. Voilà, wir drücken nice drauf. Noch Hand an den Downward Dog. Gucken zwischen den Händen und dann wieder 2 Optionen. Entweder schön lösen auf 4, bis er zwischen den Händen sieht. Die andere Option ist einfach Fuß spitzen, zwischen den Händen gucken. Sprung. Rückschiri, schnell gucken rauf. Ausgeatmet, neuen Erd. Geatmet, neue Sonne. Schön los. Ausgeatmet, neuen Erd. Knie und Boden, Cobra. Upward Facing Dog. Downward Facing Dog. Jetzt wieder ab. Knie wird haft. Nächst 5 Sekunden. Noch hangen, schön durchstrecken. Noch 4. Rechte Fuß 45 Grad. Warrior Eingang Stuhl. Schöne Ohren durchziehen. Flicken ausnehmen. Noch 4. Voilà, wir halten die Büste. Von hier aus drehen wir linke Fuß 90 Grad. Und wir bleiben an der Senkrechte mit dem Arm. Warrior 2. Gucken doch hier zur Hand noch. Winkeln den Ellbogen und Ellbogen. Hand die Linkshand, Brustkorb schön ab. Linken Arm am Blut. Auf Neujahr könnt ihr euch auch trauen, man macht doch jetzt zur Hand auf den Boden zu holen oder einen Block zu holen. Später lädt Quadriceps intensiv.
Streckung von der Hüfte aus. Und jetzt schön rum. Da können wir das Bein durchstrecken, nur 4 lehnen. Auch über Trikonasana. Schön ab mit dem Brustkorb. Voilà, jetzt schön an der Senkrechte. Jetzt schön losruf. Das kehren wir noch 4 an. Schön durchstrecken. Voilà, von hier aus kommt Hand auf den Boden. Wir drehen Hand. Genieß Fuß auf Fuß. Knie rauf. Cobra. Hopp. Upward facing dog. Downward facing dog. Schön gleichmäßig an und ausatmen. Halte ich durch ruhig Zeit. Falls nötig, könnt ihr hier Bein durchstrecken. Ohrwinkeln durchstrecken. Ruhig auch noch 4 noch Hand. Aber auch Bereich am besten Mula Wandel, also wirklich raussuchen. Wirbelsäule entlang ziehen. Hüfte noch Hand. Dann mit den Armen gucken, dass sie schön gestreckt sind und dass die Schultern leicht nach außen rotiert sind. Hier werden auch Blut spüren und den Kopf laufen. Tief angeatmet, Beine gestreckt. Und dann immer rüber auf die rechte Seite. Drehen leicht um die Hüfte. Jetzt schön durchstrecken. Zwischen den Händen gucken. Da der Knie wirst, wo der Fuß sich platziert. Nun Knie gucken. Leicht Winkel. Dann das Bein 45 Grad. Tief anatmen. Voilà. Ruhig auch Zeit lassen. Und dann kann er wirklich auch kommen gut. Wie wenn man so schräg ging, einfach so hochfröseln. Schön los. Voilà, jetzt spielen wir mal am Wand. Noch 4. Voilà, halbe Kreis mit dem Fuß. Und der an der Senkrechte. Da strecken wir die Beine durch, links nur 4. Trikonasana. Knies schön rup. Knies aligniert. Knie gewinkelt. Voilà, dichten Arm rup. Und in einer Version machen wir den Arm gestreckt auf 4. Spielt hier wirklich Öffnung schön. Voilà, wir drehen hier zentriert und dann nimmst du den Fuß. Wir gehen rauf, einfach low lunge. Und dann könnt ihr gerne am Knie ein bisschen auf 4. Voilà, falls ihr da nur merkt, hier ist der Schritt zu weit, einfach mit den Händen aufsteigen und das Knie beiziehen. Ne? Wenn ihr nicht weit wird, dann könnt ihr von hier aus schön nach hinten rutschen, für hier wirklich den Piriformis Muskel gut zu aktivieren. Ne? Wichtig ist, dass die Knie aligniert ist mit der Safe. Ne, dass nicht nach vorne, nicht nach außen geht. Schön aligniert. Kann auch ruhig über das Safe sein, wenn ihr flexibel seid. Das spielt hier direkt um Knöchel und Achillessehnen. Voilà, wenn ihr mehr intensiv wollt, also mehr flexibel, könnt ihr den Fuß auch ein bisschen nach außen bougieren und dann einfach umboden. Voilà, das ist dann mehr intensiv Stretching hier, Quadrizeps, Arm, Thighs, Muskeln. Voilà, wenn ihr flexibel seid, da kann ich dann hier eben den Arm innert, den Bein steifen und du auch rundherum spielen, einfach mit der Balance. Fuß kann ich von Boden abheben, aufsteifen, kann auch noch Hand aufwinkeln und jetzt zurück. Hier das Bein, Knie ajustiert
Voilà, das also wirklich lehnen, der da halt spielt, auch halt Gluten. Oder kippen am besten am Anfang kriecht halten, und dann mit der Zeit kann ich wirklich trauen, wie weit noch innen, wird halt eben mit sitzen. Ne? Die werden auch nicht in seine Differenz merken hier jetzt längs. Das ist auch nicht alldacht nämlich, ne? Ziehen die studiert, du bist besser wie andere dich. Zum Beispiel, wenn der vierte wandern wird, Beine sind noch ziemlich warm, da geht aber ein bisschen mehr einfach. Voilà, Arm innen drin. Entweder Tan und Boden, also Fuß und Boden haben, oder einfach am Fuß da seitlich einfach hochholen. Für die, die wollen, da kann ich dann rein sich einfach raussteipen. Ich habe noch einen aufgestellt, wo ich das an Face am Blut balancieren. Face ist aufgestellt, und wir drücken alles schön drauf. Von hier aus sieht unser Schnee am Fortfuß. Voilà, hier machen wir den Stuhl. Der ist angeordnet, am Kopf gestreckt. Einen Brustkorb. Und dann drehen wir das Kreuz, also das Kreuz ein bisschen durchgestreckt. Wenn es zu viel ist, könnt ihr einfach Knie beibehalten. Also sehen wir am Oberwerk hier bald leicht drehen. Ne? Andere Fallstore sind dann ein bisschen mehr auf hier, sodass wirklich die ganzen Furtbereiche am Ohren alles durchgestreckt. Dave aber unten nächst rauf. Ich kann auch gerne auf den Arm nächst raufziehen. Ruhig rauf kommen, weil eben die rauf hat hier eben diesen ganzen Bereich Gluten am Hai auch gucken, dass der Beckenbereich schön riecht, das mehr aktiviert wird. Ne? Dann ist links Bein durchstrecken. Oder wenn der lostritt, dann kann ich dann auch hier einfach mit der rechten Hand nach innen gehen und den linken Arm am Klötz strecken. Respektive Knie und Knie, Hand um Boden. Voilà, von hier aus oder dann die Alternativen für da relativ einfach. Noch haben einfach mit den Knie zu gehen, diese schöne Vinyasa. Voilà. Jetzt Hand um Boden, nehmen wir den Brustkorb ab, linken Arm am Klötz, halbe Kreis. Voilà, von hier aus könnt ihr auch den Arm noch hier ziehen. Ne? Dass der Wanderhai eben mehr Stretching gern hat. Einfach noch 4. Weil wir relâchieren. Knie und Knie. Atmen an. Und dann von hier aus. Voilà, noch ein bisschen Platz zwischen den Knien. Tief anatmen, abziehen. Und dann von hier aus kann ich dann halbe Nussrassana machen. Nächstes Mal am Arm abziehen. Voilà, wenn das zu viel ist, dann können wir dann hier einfach den Handenkreis aufsteigen. Gucken einfach hier schön klein nach oben zu ziehen. Und dann schön los einfach hier vom Bauch aus wölben. Und einfach gucken, wie weit ihr könnt gehen. Am Anfang könnt ihr auch einfach die Arme noch an den Hängen lassen, ein bisschen noch innen noch ziehen mit den Hängen, sodass das hier wirklich um die Quadrizeps spielt. Ne? Mama am Weg, also das mehr mit den Beinen spielt, an mit der Strecke im Bauchbereich ganz üben. Dann kann ich einfach, voilà, Bauch noch hängen, drücken, Hüften noch hängen,
Schön dus von Rick. Hier um sich für den Gegenpol zu kreieren zum Rick. Ausklappen einfach. Tief an, tief ausatmen, die wo wollen. Du kannst halt der noch gerne durchstrecken. Das dann genau man für die Schulterin gehen da macht gestreckt. Wenn der Logia relâchiert, Schulterin hat entspannt, einfach seitlich überlegen. Du kannst ihn auch einfach reinhängen und die Face, also machen Hand und die Face massieren gehen oder Druckpunkte stellen. Für nach mir relâchiert einfach die Hand umdrehen. Also zum Beispiel, wenn du viel am Computer schafft, du kannst da dann einfach so einen Tennisball an die Hand legen und du noch eben sehen einfach sie so ruhig auf mit dem Handgelenk so kleine Kreise ziehen oder einfach mit den Fingern oder die Finger schön aufsteigen, ein bisschen aktivieren. Voilà, wir wollen die Hände jetzt hängen, und dann haben wir noch 4 schön los abgezogen. Nicht spannen, ganze Körper. Dann kann ich die Hände auch noch anziehen. Alles schön losrufen. Oder eine andere Variante, dass man der Hüfte noch oben, den Moment leder dann einfach mit vom Carbon Boden, das ist zum Beispiel gut für die Chakra zu aktivieren. Und heute sieht auch die ganzen Dinge einfach schön aus, nie schön relâchiert. Voilà, ist noch 4 geguckt, schön los, noch übergezogen. Und dann ist eine halbe Krise einfach schön durchziehen. Noch haben einfach riechen, die wo wollen können eben halt Hand um Fuß oder unter Fies. Und danach mit der Hüfte wie weit noch 4 gehen. Also halt zieht er dann einfach nur der so den schönen Bau. 4 ab, also 4 aus der Pose raus. Das einfach erst nicht mal direkt zu fahren, da kann er schweden. Mir einfach oben, also mit der linken Hand, nur oben zu greifen. Ich wenn er wirklich so grob ziehen will. Und dann kann ich dann den Kopf, wenn zum Beispiel Quadrizepsmuskeln nicht stark genug sind, das hilft dir dann für nach oben zu kommen. Ne? Links. Voilà, und die, wo wollen, da können wir dann einfach jetzt noch hängen. Brustkurve schön ab. Und am Körper sitzen, aber am Anfang von zu viel aus, du kannst einfach den Kopf, der kann einfach noch 4 gucken und das schön durch nach der Zeit einfach noch an bleiben müssen. Ne? Voilà, schön die Öffnung spüren, Schilddrüse. Bis Arm, Rupp, Zehen, schön ausnehmen. Voilà, schön losmachen am Kopf, für das Blut schön zirkuliert. Dass einem auch nicht schlecht geht oder da zu viel Schwankungen hat vom Blutdruck. Dann machen wir ein paar Streckungen für den Reck. Du kannst ihn dann einfach die Hüfte noch einmal gleiten lassen, Arm bleiben schön gestreckt, der geht so weit hoch, wie der Lust hat. Der kann auch progressiv aufhängen, neben den Händen sind dann ein bisschen nur beim Körper und dann schafft er richtig auch so ein bisschen weit nach hier. Ne? Die könnt mit der Hüfte auch erst noch kommen, die könnt aber auch einfach die Hüfte oben haben. Und einfach progressiv mit den Händen noch 4 rutschen. Bis er dann zum Schluss wirklich schon bei meinem Brustkorb am Boden sitzt. Ne? Da ist nämlich stark noch für die Schulter. Für mich intensiv mit den Schultern, da kann ich dann die Hände zusammen, Hände oben.
Und da wirklich die Brustkurve aus den Drecken anordnen. Wenn das gerne noch nie intensiv hat, dann kann ich dann einfach jetzt Hand ranlegen, wie bei den Kinesen-Massagisten. Und da könnt ihr auch einfach mit der jetzt Schiller spielen, für du wirklich Schiller abzudrücken. Eine Übung ist einfach, Hand drinnen, Arm bleibt gestreckt, Schiller am Boden. Aber mit dem anderen Arm, die können wir dann gestreckt halten. Oder halt, falls das zu viel ist, einfach seitlich umgewinkelt halten. Ne? Also, ich weiß nicht, von Dingen, das heißt, von Haltstreckung zu viel ist, halt an den Moment den Arm, den oben ist, einfach umgewinkelt. Ne? Den Moment, das halt Schiller ein bisschen mehr entspannt oder einfach den Arm oben, einfach entlang vom Körper, im Rückbereich, einfach das schön entspannt lassen, was hier eben im Schulterbereich mehr entspannt ist. Voilà, das Ganze kann ich noch ein bisschen mehr aktiv machen. Wenn das mehr aktiv gerne hat, dann kann ich einfach innen durchstrecken. Dann ist schön noch innen gleiten. Voilà, auch ruhig Schulter an der Luft halten. Und einfach seitlich so weit strecken, wie der Lust tut. Ne? Du kannst ihn dann hier einfach nie weiter greifen oder halt Männer weit. Ihr spielt es um sich einfach um Winkel vom Oberkörper, Schulterbereich. Oder das kann ich noch so 5 Mal machen. Einfach schön los, aktiv anatmen, ausatmen, ist schön los und drinnen gelacht. Dann könnt ihr auch mal Arm noch hangen, einfach noch hangen greifen. Aber schön los noch 4 durchstrecken. Schmal und Kombi eben mit beiden Elementen, wenn der Lust tut, kann er auch just einzeln machen. Das ist einfach für dich auch die verschiedenen Varianten durchzutasten. Voilà, wir relâchieren, ihr könnt auch zwischendurch nicht einfach gern ausruhen. Zum Beispiel am Anfang von der gewöhnlichen Tritt mit den Handgelenken einfach dazwischen nicht schön ruhig haben, ein bisschen mit den Händen kleine Exercice machen, Spielereien. Dann ist aufsteigen, gucken noch das Knie angenehm sieht, da dann drin eben könnt Drehungen machen. Auch der Winkel vom Handgelenk gucken, das spielt auch eine Rolle, wie lange ihn eben Posen halten kann. Und ihr könnt euch auch mal einen Ball behilflich sehen, ne, für einen drinnen zu rutschen. Das kann am Anfang auch helfen, für eben ein bisschen weit zu kommen. Zu den Mädchen Tendenz ein bisschen niedrig zu bleiben.
ein erstes Kehr. Relâchiere, wirklich schön entspannen. Voilà, das stellt man es auf. Und einfach schön los noch 4. Wir wollen die jetzt Fuß und Bein, linke Hand und Bein. Dann machen wir einfach so ein paar Streckungen, einfach mal am Arm noch. Schön halbe Kreis zur rechten Seite, zum linken Fuß. Voilà, dann ist an der Senkrechte. Einfach die Lock holen, also die können entweder die Fuß umhauen, Fuß umhauen, Kopf zum Knie. Auf die, die wollen wir intensiv machen, wir können auch carrément halbe Lotus machen und dann den Lock einfach machen. Voilà, da kann ich nun sich einfach den Fuß über dem Bein aufstapeln. Hier kann ich dann einfach abruhen. Arm ist schön los, mit der Hüfte noch innen bleiben. Jetzt legt ihr auf, lass den linken Fuß ab. Posieren dann schön an dem Hüfte. Könnt ihr nur vom Knie aufwinkeln, einfach just Tabletop-mäßig abgehen. Mit der Zeit kann ich die Beine noch carrément durchstrecken. Und jetzt schön los auf die andere Seite. Linke Fuß und Bein, rechte Hand und rechte Bein. Ich muss ein bisschen rutschen.
halen. Oder wir avancieren mal einfach auf Lotus. Voilà, von hier aus kann ich dann einfach Fuß aufwinkeln und innen einfach greifen. Oder hier kann da Loch und rumspielen, also wenn das Flexibilität will vereinfachen, da kann ich dann einfach carrément mit diesem Arm über dem B und dann hier einfach gut beiziehen. Ne? Das, wenn man nicht flexibel sieht oder die Flexibilität will verbessern, hier habe ich ein paar Optionen. Ganz Beginner, da kann ich einfach den Fuß am Boden halten, also just hier eben kann ich jetzt längs ein bisschen schwanken oder einfach so ganz statisch halten. Ne? Tief an- und ausatmen. Dann ist es so, die nächste Approche ist der rechte Fuß abzuheben und du einfach mit dem Knie zum Oberkörper zu kommen. Ne? Vielleicht seht ihr am Anfang eben, der Knie ist dann hier am rechten Winkel. Da kann ich dann einfach den Fuß schon ein bisschen umziehen, das ist ein bisschen mehr angenehm. Und einfach so halten, ohne mit den Händen irgendetwas zu machen. Und da kann ich die Hände mit dem Schenkel halten und da leicht ziehen, ne? So dass da wirklich von dieser Seite aus ein leichtes Stretch wird. Ne? Und da geht er dann so weit, wie es für euch eben angenehm bleibt. Ne? Da kann ich dann heute den Winkel ein bisschen 95 Grad, ein bisschen an das Richtung da kriegen. Ne? Und das schafft ihn sich dann noch hin. Und dann die starke Approche ist einfach, dann bringt ihn und sich die linke Hand zwischen den Beinen, rundherum, als Wort, und dann direkt den Zeh einfach reinschieben. Ne? Da geht ihn dann ein bisschen weiter noch. Kann ich noch rein den Winkel vom Fuß ajustieren, ne? Bis nie weit nach innen, je nachdem, ob ihn etwas spürt oder nicht spürt. Und dann kann ich da wirklich Mund, Knie zum Oberkörper kommen. Wir können noch ruhig den Kopf umheben, ziemlich stark danach. Und die ganz starke Version ist in sich, ich nutze mein Gewicht vom Arm, für nach innen zu drücken. Und dann nutze ich die Hände und Knie für mich weit danach. Das ist für ganz flexible Leute, für eben dort zu ermöglichen, dass ihr überhaupt etwas spürt. Hier kann ich dann auch den Fuß nach ajustieren gehen, dass er in meiner Brust bleibt, für das ich dann hier so ganz locker drin machen. Und ich strecke dann den Moment hier mit dem linken Arm auf links Bein und mit dem rechten Arm und rechten Bein. Das ist eben die ganz intensive Version. Da lesen wir einfach schön loslassen. Einfach durchrüsseln von der nächsten Schritt. Und dann kann ich einfach die andere Seite weiterführen. Also ganz beginnen einfach mal anfangen. Das ist auch angenehm einfach so zu leihen, ne? Weil ihr noch zusätzlich machen könnt. Das ist auch eher Rick zu gucken, ob eben Hohlkreuz da ist oder nicht. Wenn ich das behilfen will, dann kann ich hier Atemexerzice machen, wo ich einfach den Bauch an den Boden drücken. Für heilen sich den Druck vom Hohlkreuz wegzuholen. Das entsteht zum Beispiel auch von der Schwangerschaft. Das ist normalerweise dann so ein Beckendeplacement-Faktor ist. Voilà, schön los, mit dem Fuß, der geht so weit, wie der Lust tut. Kann ich noch so kleine Übungen machen, also wenn ihr nicht ganz ruhig will sitzen,
einfach schön los am Fuß rückrufen. Ne? Das geht ich auch innen im Beckenbereich so eine kleine Massage. Voilà, und dann eben die Optionen mit den Händen, eben mit dem Bein, mit dem Schenkel. Und am besten also auch per Atemzüge eben, ob man es 8 Sekunden an so einer Pose zu bleiben. Ideal ist einfach so 5 Atemzüge, 5 bis 10 Atemzüge. Für die Wirkung ein bisschen mehr stark zu haben. Ne? Zähne brauchen noch meistens mehr lange Zeit. Sie vielleicht auch verheert oder nicht. Das sind alles Sachen, wo ich gucken kann. Ja, nun ist mal gewicht, also schön krummeln. Den Fuß kann ich ein bisschen deplacieren. Voilà, den anderen spielt das Teil. Und nächstes Jahr ganz intensiv. Ne? Voilà, für die, die wollen, also können wir Lotus machen. Und du einfach seitlich von den Knien rechts links, du dann intensiv noch einen Becken. Voilà, du hast am meisten so die 4 den Ärmel. Dadurch. Voilà. Ich würde mir schon so einen Trick geben, den einen Arm für den anderen. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. Das ist eben vom Poster, wo ich bewiesen habe, eben Finishing Sequence. Und dann einfach Tarnung gut im aufgestellt. Und abgehoben. Da wird es noch die Version einfach nur 4. Dann auch durch. Noch Handlingen, den sich da ran, die können auch einfach mit offenen Beinen machen, gestreckten Beinen. Dann Face löser feststrecken. Voilà, schön, die Hosen einfach abkommen. Kann ich gerne einen Boden legen. Voilà, mit dem Face, Knie schön, du rechts, links. Schön balancieren.
Fäßrohr Schraub. Schön losrufen. Oder einfach Knie und Knie auch jetzt posieren. Schön die Wort mit, Brief auf die linke Seite. Voilà, ist schön und mit. Voilà, schön durchstrecken Bein. Und da kann ich einfach nicht umbuch, wo was verhasen. Einfach Herzbereich konzentrieren. Voilà, ich muss die Beine ein bisschen aufwinkeln, sonst fällt mir Trommel. Einfach schon Wasser in der Pose, schön los. Voilà, das einfach nächste Energie zirkulieren. Von der Zähne-Spitze bis rund um den Kopf einfach nächste Körper scannen, wie die Wohl befangen ist. Voilà. Wir gehen einfach nächstes aufschließen mit dem Mantra.
lassen. Und da gehen wir einfach hier aufschließen, atmen tief an. Namaste. Voilà. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hallo an. Voilà, schönen Abend noch gewünscht habe.